Goedemorgen allen. Ik wil jullie van jou welkom. En wanneer je hier bent, of je online horen doen, wil je hier horen doen, ik wil jullie van jou redelijk welkom. En we komen toch niet voor onze namen, niet voor die aan Church, maar in Jezus Christus zijn namen. We zijn in deze series en we nemen deze series Dank voor God zijn. We zijn dankbaar voor wat God ons gegeven heeft. En we gaan je zijn, wo God geeft ons alles wat we hebben, wat we goed hebben, dat wat we hebben, wat goed is, dat komt van God. Dan laatste zondag sagen we, wo we zullen een uitzicht hebben, wo we dat zijn en doen, wo goed we dat hebben. We zullen de vrede zijn met wat we hebben. Van daar wil we zijn, wat deed het in ons, en wat het in ons deed, is we zullen geven met dankbaarheid. We willen geven, wil we weten wat God ons gegeven heeft. En God heeft dat gegeven aan ons wat we hebben, zodat we kunnen dat met onderdruk met doen. We willen aanvangen met een gebed. Lieve Hemelse Vader, we zijn dankbaar voor deze tijd waar we gaan kunnen hebben. En het laatste lied wat we zingen, we zijn gekomen om die aanbeden. En God, ik bid dat es ons hart wens. We willen komen, we willen die loven, we willen die prijzen. En we willen einordnen ermoedigen met de hoopning wat we in Jezus Christus hebben. We vrezen dat u was met jede persoon zijn, wer hier van jou is. En wanneer dingen zijn wat een hindernis is van jou smars, wat we niet kunnen horen wat u voor ons hebt. God, ik bid dat u was schaffen, dat de dingen worden abgeriemen zijn en we kunnen klaar van die horen. We beten dit in Jezus' naam. Amen. We willen van jou in 2 Korinther kapitel 9, we willen 6 tot 15, we willen die versen doorgaan. En dit is poort van 2 Korinther. So we weten in de Bibel 1 Korinther, dat we een brief wat Paulus naar deze kerk schicken deed. En in dit brief deed hij aan het vernemen en aan het beleren aan vele fehler wat zij hadden. En dan vele geloven dat is nog een brief geschreven. Nur de eerste brief en dan dit is het derde brief, maar dit is in onze Bibel de 2 Korinther brief. En in dit brief leert Paulus dat we zullen vrijwillig geven. We zullen geven wils anderen of veel dat. En in kapitel 9 bijzonder staat ons leren waar we geven zullen. 2 Korinther kapitel 9, 6 tot 15. Denk je aan. Wer sparsam zet, wordt ook sparsam ernten. Wer aber met volle hang uitstreedt, wordt rijkelijk ernten. En jeder soldaat, wat hij zich im hart vergenomen heeft, met vreden geven en niet bemat. God is de God, die met vrede geven. En God kan merken, dat je van alle genadengaven rijkelijk hebben. Dat je te alle tijd van alles genoeg hebben en nog rijkelijk goudet doen kan. Dat staat geschreven, hij heeft zijn zoot uitgestrekt en heeft de armen gegeven. Hij wordt armer gerecht blijven. En hij, die dem zijn man zoot zum zijn en brood zum eten geeft, wordt ook junt met zoot verzorgen en dat zich vermeerderen laten. Hij wordt dat goudet, wat je doen en een rijken arend worden laten. Je worden zo alle zijden handrijk gemerkt, dat je rief uitdelen kan. Zo worden vele God voor de gaven danken, die we vermiddelen. Door deze dienst, den je met je geven doen, zorg je niet meer voor dat wat de Heer gebruiken, maar ook door wat vele God danken. Vele worden God danken dat je door deze trouwe dienst bewezen hebben, dat je werken en je geloofsbekentenis met het evangelium van Christus stemmen. En wils God je buitengewoonlijk grote genoeg bewezen heeft, hebben zij een verlangen naar junt te worden en voor junt beten.
Wir danken Gott für seine große Gabe, die mit wird nicht zu beschreiben ist. So, er fängt hier an in der ersten Vers, er sagt, denkt an, wer sparsam sehen wird, wird sparsam ernten. Viele von Ihnen, die wissen ab in Formen, vielleicht sei ich noch Formen. Und die weiten, wenn ihr wird, bis eine kleine Samen so durchdrehen mit einem großen Stab, die wollen nur eine kleine Ernte kriegen. Dort ist allmählich dort verlangen, wenn wir ganz sparsam dort sehen, dort wird eine große Ernte abkommen. Und so ist es auch hier. Wer sparsam, und ich glaube, das wird besser sein, wenn wir das Wort hier immer sagt, sparsam, wir dann dort verstehen, das geht sich. Wer geht sich ansehen wird geht sich kriegen. Ich glaube, da ist ein großer Unterschied zwischen geht sich sein und sparsam. Sparsam sein ist fertig, dort wie wir sind, aber dort, was Gott uns geben wird. Wir haben nicht dort wie einmal so viel haben, als was wir wünschen, wir haben. Du hast ein Limit, wie viel wir haben. Und wir müssen wer sein, wir müssen dort spüren, dort, was Gott uns geben wird. Aber jitzig sein, dort ist was ganz anderes. Jitzig sein, dort ist bis an sich selbst denken und dort proben so klein zu merken, ist mehrlich. Woran fähren? Weil wir wollen so viel haben und so viel für uns selbst haben, ist mehrlich. Und so die Ziel hängen an, die Drive hängen an, sparsam sein und jitzig sein, ist nicht überein. Hier ist ein Ding, was ich will haben, wie sie von dir begreifen. Viele von uns, dort, was Gott uns geschenkt hat, haben wir mit einer Füße, und wir haben die Füße tausend steht. Und wir denken zu uns selbst, ich will jitzig sein. Dort, was Gott mir gegeben hat, da will ich hauen. Und wir hauen unsere Füße tau. Aber was sagt das so falsch? Wer jitzig ist und die Füße tau holen wird, die wurde krack durch noch in die Füße nähen kriegen. Wenn die Füße tau ist, dann kann das nähen. Aber wenn wir nicht jitzig sind, die Hand abgeht, du kannst alle Sorten Rüt, aber was wird mit Gott sehen? Die kann krack so sein, als was er will, in die offene Hand nähen schaden. Lukas Kapitel 6, 38 sagt es das. Jeft en junt wordt eine grote moot doorgedrukt, toopt je schadet en even vol en de schoot gejeft worden. Wils met de moot wordt je de andere brücken, wordt je op de touw gemeten worden. So Gott lehrt hier uns, dat du nur wat wir doen, du nur wat wir geben, wat Gott auch uns geben. Und dann wieder gehen, ich will sagen, das ist nicht, dass wir glauben, dass Gott, wenn wir wollen so und so sein geben, dann hat Gott uns versprochen, wir wollen reich werden. Nee, Englisch sagen wir, das ist Prosperity Gospel. Das ist nicht, was wir von dir wollen sein. Aber wir wollen sein biblisch, was liegt die Bibel von geben? Und das ist, was die Wahrheit ist. In der ersten Vers sagt er, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber, er sagt wieder, wer aber mit voller Hang uitstrebt, wird wirklich ernten. Wenn ich even mein innerlijk Leben checken da. Christina und ich, wir haben Tiden durchgegangen, wo wir das sehr knapp hatten. Bei einem Ding kann ich ganz klar sein, wir haben einmal gehört, was uns fehlen wird. Wenn wir uns befreien würden, dann wären wir uns einig, wir würden einmal 10% geben, von was wir merken würden. Wir haben über die letzten 15 Jahre einmal gegeben. Und ich kann fertig jeden von dir stehen und sein, Gott ist einmal treu gewesen. Jo, wir haben das nicht einmal gehört, so möglich, was wir dort wünschen würden. Aber willst wie treu werden, wie haben gelebt, so gut es wie kann, mit einer offenen Hand. Gott hat uns einmal gegeben, was uns fehlen wird. Das ist interessant, ich rede in about einem Monat mit einem Real Estate Agent, sondern was dieser verteilen wird.
Und wir reden ein klein bisschen von, wo hier in dieser Zeit die Verzeihung verwässert zusammen. Und er haft sein, er ist in Christ, haft sein, wo Gott schaffen wird, Wässer hier zu verzeihung, und wir können das nicht verstehen, wo das passieren wird, bietet dort Gott seine Hand und dort ist. Und dann seht ihr, was mich sehr interessieren wird, er sagt, so eine Dinge, so eine Tiden, wo Gott seine Hand besonders klar zu sein ist, was er sein hat, da wird gewöhnlich bloß nur Menschen, was wirklich geben tun. Und ich fand das abfallend, dort er dort sein wird, aber hier ist das Ding. Gott sein Recken ist Ferken viel ordentliches, was wir glauben. Ich kann mir Ferken ein klein bisschen Spaß und ich sage, Gott hat in seiner Prosten Accountant, sondern was mit Geld schaffen wird. Und was ich meine mit dort, dass wir glauben, Ferken, die Dollar, die wollen wir so und so wie rechnen, aber Gott, der ganz ordentlich rechnen, ist wieder. Und Gott kann Dinge ausschaffen, und ich habe Ferken in mein Leben sein, in unser Leben sein, dort Gott schafft. Und Gott wird seinen Sohn, wer eine offene Hand haben, zum Geben. Und dann der 7. Vers lehrt er, wo wir sollen geben. 7. Vers sagt, und jeder Soldat, was er sich im Hort vergenommen hat, mit Frieden geben und nicht bemalt. Gott ist der Gott, der mit Frieden geben. So wir sollen freigeberig geben. Wir sollen geben, so viel es wir können. Und ich würde sagen, ein Denkwort, wie es Mennoniten, ich glaube, wir ein bisschen Nomen verhauen, dass wir sind sehr jitzig. Was für uns, nicht? Wir haben alle Sorten Spaß von, wo jitzig Mennoniten sind. Und wenn wir mal Copper Wire will merken, Copper Draht merken, dann muss du bist zwei Mennoniten über einen Penny streiten. Wir sind grässlich jitzig fertig. Aber wenn wir nicht in Angst haben, dass wir zu viel geben wollen, wenn wir lieber sein, dass wir geben können, so dort ordentlich zum Sehen. So, wo sollen wir dann geben? Wir sollen dort geben, was wir in Hort vergenommen haben. Das sind so eine was lernen, dass wir sollen einmal observen, geben so vieles wie dann in dem Moment feilen wir sollen geben. Und wir glauben fertig dort, wer, und das hat Kraxe zu tun mit Reden, wer in dem Moment den Entscheidung merken wird, wofür er geben wird, der ist $4 jährlich, ist der, was dort sich selbst einig worden wird, was er geben wird. Er sagt hier, wir sollen in uns Hort vernehmen, was wir geben sollen. Nur eine Weise zu sein, ist, wir sollen in Hort im Plan merken, was wir geben wollen. Wir sollen uns dort nottun, wie viel können wir geben, und dann einen Plan merken, und dann dort so tun, das was wir geplant haben. Und ich glaube, das ist wichtig, weil das geht dann zu sein, dass du als einen Plan hängen, dass du wir ernst. Wir tun dort nicht bloß, wie fallen wir sollen, aber wir merken einen Plan. Und ich glaube, ein Beispiel, was das klar merken wird, wie es Mann, wir kommen in Weihnachtszeit nah, nicht? Wenn ein Mann schwindet und stur vor der 24. Dezember, eine halbe Stunde eine Stürntag gehen und er sagt, so schwindet sein Korn bis für ein Ding, was uns zählt ist, um seine Früh geben für Weihnachten. Der Geschenk meint lang nicht so viel, ist wenn er dort durchdenken wird, kriegt wie viel er geben will, und dann lässt er ein Geschenk aus, was seine Früh treffen wird, und dann dort Geschenk geben. Wenn der Samen ist, das selbst wird, wenn wir sagen, hey, ein $100 Geschenk geben wird, das Geschenk, was eine Meinung hat, das Geschenk, was von Hort kommen wird, was vergenommen in Hort ist, das meint viel mehr nur die Früh. Und so ist es auch mit Gott. Wir sollen einen Plan merken, wo wir geben wollen. Und dann sollen wir auch geben, willst wir wollen geben. Wir sollen nicht bemott sein. Und wenn wir Frauen uns bemott, ist es vielleicht noch mal besser, dass wir nicht geben wollen.
Willst wir sollen, das in der nächsten Part sagt, wir sollen freiwillig geben, mit Frieden geben. Das soll an Schein gehen geben. Und dort wir nicht feiern, dort wir matten. Ich glaube, wenn wir feiern, wie matten geben, da ist kein Frieden in dort. Aber wenn wir verstehen, was Gott uns gegeben hat, und dann nehmen wir uns fair, wir haben fair genommen in den Hort, was wir geben wollen, und dann mit Frieden dort geben, du hast in großer Sehen nicht bloß für dich, was dort kriegen tun, aber auch, was Gott in uns tut. Und dann sagt er hier wieder, Gott ist der Gott, der mit Frieden geben. Jetzt ihn dort Schein geben. Jetzt ihn dort Schein sein, wo andere Menschen das Geschenk annehmen tun. Wo können wir mit Frieden geben? Und das geht gegen, was diese Menschen in unserer Sinne Natur haben. Alles, was uns ist, oder dort, was wir glauben, ist uns, weil wir für uns selbst haben. Wir sind begierig werden. Wir sind geizig. Wo kann das dann Schein gehen, Dinge wahrgeben? Ich glaube, wir sind in ein paar Wege, wodurch wir können uns freuen. Üschlich, wir sind dankbar für was wir haben. Wir sind, was Gott uns gegeben hat, und wir sind dankbar für Gott sein Sein. Und willst wir sein, dass das bis Gott sind ist, und er lädt uns die Dinge, willst er uns Gott ist, dann haben wir eine Friede, sein wir ordentlich, dort selbst beleben haben, den selbst sehen, was Gott uns gegeben hat, dort sei dort auch sein kann. Wir können uns freuen, wenn wir geben, dann willst wir haben ja sein, wo Gott als treu geblieben. Gott als treu, er hat uns gegeben, dort wir haben, und willst er als treu was nur uns. Und wenn wir dort wahrgeben, was Gott uns geben wird, wir weiten dort Gott wird uns wieder auch geben, was uns fehlen wird. Besser von uns, wir verstehen, wir haben belebt, wo sei er, wie uns Freunde, wenn er uns ein Geschenk geben dann. Und dann denken wir ein Klima an, wo sei er, wo diese Person sich freuen, wenn wir würden auch entgeben. Und ich glaube, das hat zu tun mit einem Ding. Dort, was wir haben, und ich habe wenig von Geld geredet von dir. Und das ist wenig das Ding, was wir von uns denken, was ich rede von dir, und Paulus redet von dir, von alles, was wir haben. Wem sind es dort? Ich glaube, diese Frau ist der Untergrund von, können wir uns freuen oder nicht freuen, wenn wir geben dann. Wenn wir tollen dort, was wir haben, als meint, dort ist meint, ich habe dafür geschaffen, dort ist meint, und wir wollen uns niemals wirklich freuen, was dort geben. Aber wenn wir dort biblisch sein dann und dort verstehen dann und Reich annehmen dann, wir wollen sein, dort als Gott sind. Alles, was auf der Erde ist, als Gott sind. Gott hat uns dort gegeben, so dass wir können dort brücken für seine Herrlichkeit. Und zum Sinnreich bühren. Und dann können wir dort geben, als Port von was Gott sind ist. Wir geben nicht uns in das Geld weg, wir geben Gott sein Geld weg. Und dort helpt uns sein, oder das Unsein zum Geben des Frieden. Und dann der 8. Vers sagt, woran Gott uns Dinge geben wird. Habt ihr mal gedacht, woran wir alles haben, was wir haben? Habt ihr mal gedacht, woran wir viel mehr haben, als was uns fehlen wird? Der 8. Vers sagt uns, woran Gott uns Dinge gegeben hat. Und Gott kann merken, dass die von allen Gnadengaben rücklich haben und noch rücklich Gaudet daunen kann. Warum hat Gott uns all diese gute Dinge gegeben? So dass wir können rücklich Gaudet daunen. Die große Sehen, was Gott uns gegeben hat, die Dinge, was wir haben, die hat Gott nicht bloß nur uns gegeben, dass unser Leben kann schein gehen. Die Dinge, was wir haben, hat Gott uns gegeben, so dass wir die mit anderen mitteilen.
Dat we kunnen gouden wolken wandelen. In meeste tijd van mensen jitzig zijn, dit is waarom. We geloven Gott heeft onze dingen gegeven, zodat we kunnen dingen aannemen voor onszelf. Maar Gott heeft ons gezegd, zodat we kunnen geven. En dit is een ding wat aan God zijn versprechen gebied is. En dat is dit. En dat je te alle tijd van alles genoeg hebben. Ik heb het nog beobacht, hoe mensen leven doen. En een ding wat meest geluk is, is dit. We hebben niet alle hetzelfde rijk, we zijn niet alle gelijken rijk. Maar een ding heb ik beobacht, en dat is dit. Wer geven dat, wer met een opene hand leven dat, der is meest niemals in nood. Waarom is dat? God zegt hier, dat je in alle tijd van alles genoeg hebben. So ik wil zijn van deel dit. Dit is vielleicht een beetje voor velen van ons vreemd. Ik geloof, wanneer we in hart feilen, we kunnen dit beten. Ik wil ons ermutigen om dit beten. God, geef me meer, zodat ik kan meer geven. Dit gebed beten, geloof ik, wanneer van hart komen dat, is ganz biblisch. We zijn dit van deze versen, dat God wil ons geven, zodat we geven kunnen. Niet dat we zelfs kunnen alles top zamelen, maar dat we geven kunnen. So, wanneer we een ziel hebben, om veel top schaffen, wanneer we schaffen, dan we willen rijk worden, waarom willen we zoveel hebben? Ik geloof dat als biblisch beten dat God ons voor rijk maken. Wanneer we dat rijk willen gebruiken, voor wat God zijn heerlijkheid en rijk velen deed. En dan die, weer wat gaan wat ze veel deed, zullen geven naar de armen. Daar staat geschreven, hij heeft zijn zoon uitgestrekt en heeft de armen gegeven. Die wordt armer gerecht blijven. God heeft ons de opgave gegeven om de armen te helpen. Dat is niet de government er de arbeid. Ik wil zeggen, dat is de kerk er de arbeid. En wanneer we armen zijn dan, waar we niet denken, hoe weinig we helpen kunnen, waar we liever denken, hoe kunnen we helpen en geven wat ons velen deed. Dus ik wil ons van de vraag stellen. Zijn we mensen wat geven doen, met vrede? Zijn we mensen wat met een opene hand leven doen? Niet bloos dat we geven vrij, maar dat we open zijn om dat krijgen wat God ons geven wil. En dan, wanneer we geven doen, God brukt dat wat we geven doen en hij deed dat nog dollar merken, meer merken. Tienenvoor zegt ze dit, en hij, dem zijn zoon, tom zenen en brood tom eten jeft, wordt ook junt met zoot verzorgen en dat zich vermeeren laten. Hij wordt dat goudet, wat je doen, ten een rechten aard worden laten. We gelijken allemaal in gouda deal. Wanneer we naar de stuur voeren doen, als je dat zegt, schijn wat ons heel kijken. Oder wanneer we een investment merken doen, we gelijken geld in investment nemen te doen, zodat het zeer wassen wordt. Ik wil van jou zeggen, wanneer we een investment merken doen, in God en wat God schaffen deed, dat is de beste deal wat we kunnen merken. Want den investment is eeuwig. Der is niet bloos voor deze tijd, der is voor alle eeuwigheid. En dat is God, wat dat kleine zo nemen deed wat we geven doen, broken voor zijn rijk en zijn heerlijkheid. Ik heb verder gedacht, en je weer port van deze kerk zijn, je hebt mij meest voor 5 jaar gehoord.
hier ist ein Prediger. Und meine Frau Christina weiß das ganz. Die sind da, wo ich ein Haus fahren da. Und ich denke, vielleicht soll ich eine ordentliche Arbeit sagen. Die Botschaft, die regt bis nicht so weit. Das wäre nicht eine gute Botschaft. Und ich finde das sehr interessant. Dann durch das Werk, dann sagen die Menschen, Dankeschön für diese Botschaft. Gott braucht die Botschaft, um zu reden. Das ist nicht einmal, was wir tun, was teilen das. Das ist, was Gott tut, mit dort, was wir geben. Und wenn Gott port von was ist, und dort ist, was teilen das. Und auf der Vers sagt wieder, und wir wollen nur alle Seiten haben recht gemerkt, dort wir Rief utteilen können. Ich will von dir nur so reden, was viel Geld haben. Ich habe mit Männern und Frauen geredet, was viel haben, und sie kicken über ihr Leben und sie sagen, was es steht. Ich wünsche, ich könnte was tun für Gott. Ich wünsche, ich würde kein Beten in Tag tun. Alles, was ich verstehe, ist Geld zu merken. Und wenn je feilen sie dort, ich will von dir sein, dat Geld merken, dat ist eine Gabe. Dat ist eine Gabe, kriegst du es singen, kriegst du es predigen, kriegst du es dienen. Dat ist eine Gabe, die kann brücken, zum Gott dienen. Und dann wieder, wir sind hier, dort wollen wir jewen, wir sind Ferien anführt, für Gott, von anderen sein Gebet. Heute mal Gebet, dass Gott ihnen was geben, was ihnen fehlen wird. Und dann so schön ist hier, das Gebet haben gesagt, dann kriege ich eine Antwort. Heute mal Gebet für was, und dann durch bloß, was Gott kann tun, hat er den Strich Glück gemerkt verdient. So jeder haben, was ihnen fehlen wird. Ich denke, dass wir in Bible College und da wir in einer Zeit, wo wir nicht viel Geld hatten. Aber ich kann den Sommer einmal ein bisschen schaffen und wir eine andere Lieder gehen auch die Bibelschule durch. Und Gott lädt uns dort an Hort, dass das Geld, was ich gut hat verdient, das soll wir brücken, um das Schall betonen für dieses Lied. Und wir deuten das dann betonen, dann wir proben das Preach zu haben, aber die Lieder fangen nicht aus, dass wir die Viren, was das haben betont. Und dann sehen die uns, sie wären krank, die samen Kart, was wir gegeben haben. Und sie wissen, dass wir Gott, was das gegeben haben. Und ich würde sagen, für uns, dass wir vielleicht von der besten Geld, was wir getan haben. Wir können nicht sein, dass wir nicht bis Port von was wir deuten, aber wir ein Port von was Gott deut. Und da braucht uns eine große Sehen. Und wieder, was wenn wir geben tun? Das sage ich wieder, dass so wollen viele Gott für die Gaben danken, die wir vermitteln. Wir sollen nicht ungeschmerzt feiern, wenn Menschen Gott danken tun, lieber als uns, wenn wir geben tun. Gott will dort brücken, was wir geben tun. Unsere Zeit, unsere Gaben, unser Geld, zum anderen nur sich selbst tragen. Viele von ihnen sind fortgewachsen von dieser Tag für mehrere Jahre. Und je über die Jahre haben gegeben nur dieser Tag. So dass dieser Tag kann wieder diese Community dienen. Wieder schaffen, dass das Evangelium wird verspreit hier und über die ganze Welt. Und die haben gesehen, wo nie Menschen zu dieser Tag kommen dann. Frisch Bekehrung sein. Wir sehen, dass Menschen sich taufen. Menschen, die eine Entscheidung merken dann, zum Jesus Christus nur feiern. Weißt ihr, dort ist ewig. Dort ist ewig. Und Gott braucht dort, was wir tun und was wir geben, unsere Zeit, unsere Gaben,
onze geld. En dat wat we geven dan naar het kerk, om God zijn recht buren. En dat merkt een groot eeuwig onderscheid. En dan de 14e vers sagt wieder, en wils Gott in buitengewoonlijk grote genade bewezen heeft, haben zij eine verlangen naar junt en worden voor junt beden. Ik weet wat het is, dat mensen voor mij beden doen. Er zijn tijden waar dat schwer is in prediker zijn en dan, wanneer een persoon zegt, we beden voor die. We beden voor die en we doen die ondersteunen met je beden. Dat meint zeer veel voor mij. Wat Paulus hier zei, dat, wanneer we geven doen en mensen zijn dat God trouw is, wil hij ons brücken dat te geven. Zij worden ontvangen te beden voor ons. En die gebeden, die zijn zeer wichtig. So ik wil ons van der ermoedigen. We hebben vrijgeverig zijn. So wo zal we vrijgeverig zijn? Wo zal we geven? Ik geloof, er zijn 3 dingen besonders wat we geven kunnen. Eerstlich, ik geloof dat wat we hebben, wat meest wichtig is tijd. Tijd is een ding, wat wanneer we rijk zijn, wanneer we arm zijn, dat hebben we altijd zelfs. 24 Stunden dag, 7 dagen in een week. Dat is een ding wat we alle hebben. We hebben niet jitzig zijn met onze tijd. We hebben een opene hand hebben met onze tijd. En wat ik meen met dit, is dit. We hebben niet jitzig zijn met onze tijd, zo we dat onze tijd houden voor onszelf. We hebben onze tijd brücken, dat we geven doen. En vrijgeven doen naar orde. Wanneer anderen hulp willen doen, we hebben onze tijd opgeven, dat we hen helpen kunnen. En we hebben niet onze tijd aardig brücken. Verken hebben we niet tijd om naar orde te geven, we brücken onze tijd niet met wijsheid. We schmieden tijd weg met dingen wat niet wichtig zijn. Maar wenn wir dann tijd wijs brücken en tijd weggeven, zo wie dat andere zijn kan. Het tweede is niet jitzig zijn en vrijgeven van onze gaven. Wanneer we kunnen zingen, waar we de gave brücken, wat God ons gegeven heeft, om orde zijn. Zodat orde de gave kan zijn en God danken. Wanneer we helplich zijn, wat ik meen met dit, we kunnen leeg mensen helpen met voordelen fixen, of wat allemaal we met geld zijn. We hebben die gave brücken en vrijwillig geven, zodat we anderen kunnen helpen. En wanneer je een gave hebt, God je een gave heeft gegeven, dat mensen leren wat de Bijbel leert. En met mensen gaan en ermoedigen om Jezus Christus bij navolgen. Brück de gave. Ziet niet jitzig met de gave. Maar brück de gave vrijwillig. En dan ons geld. Het is een prediker dat als schwaar van geld te reden. Wil het veel zijn, na de prediker redt bus van geld, wil hij wel rijk worden. Ik weet dat mijn loon de kamp van het kerk. Maar ik wil niet gaan dat we aan dat denken van deel. Ik wil gaan wie zullen geven, wil dat God gevallen deed. Dat heeft niets met mij te doen. Dat heeft niets met de onderstaf te doen hier. Dat heeft te doen met wat God zijn recht kan buren met wat we geven. En we hebben niet God bloos onze leftovers geven. We hebben niet bloos God geven van ons tijd, wat dat eeuwbliefsel is. Maar we hebben liever dat God geven wat ons beste is. Niet jitzig zijn, maar vrijwillig geven. Ik wil van dit sluiten met Psalm 6, 69, 31 tot 37. Ik wil God zijn namen met leider loven en hem derg danken verherrlichen.
Dort wird der Herr lieber haben, als ein Opfer von einem Ball oder Hähner und Kleven haft. Die Ungedreckte wollen dort sein und sich freuen, und die wird Gott segnen. Den wird dort hart ableben. Willst der Herr hiert die Arme und veracht nicht die Sinne, die durch festgenommen sind. Lot Himmel und Erd und Meer am Loven und alles, was sich durchbahnen, verwehrt. Willst Gott, was sie helfen und jede ihre Städte weiter abbühen. Dann wollen die Menschen durch weiter ansiedeln und die ihnen. Sind deiner ihre Kinder wollen die Orven und die von seinen Nomen viel holen, wollen durchbahnen wohnen. Wir schließen mit dem Gebet. Lieber himmlische Vater, wir sind dankbar von dir für dort, was du uns gegeben hast. Die Zeit, was du uns schenken hast. Die Odem, was du uns geben hast. Und die Energie und die Gaben, was du uns schenken hast. Und wenn wir rumchecken, dann wir sind Ferken, was wir nicht haben, aber Gott, wirklich, wir sind reiche Menschen. Help uns zu sein, weil wir können mit einer offenen Hand leben. Nicht bloß, dass wir wirklich geben können, aber dass du uns wirklich sehen kannst. Nicht bloß, dass wir makliger leben können, aber dass wir mehr und mehr geben können. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.